Und jetzt sagen wir Happy Birthday zu einem Gebäude hier in Köln, bei dem manche Menschen behaupten, es wäre ein Schandfleck in unserer Stadt. Das Unicenter, das wird 50 Jahre alt. Damals, Anfang der 70er, da war das Gebäude das größte Wohnhaus Europas. Es sollte für das Wohnen der Zukunft stehen. Und die Bewohner sind auch 50 Jahre nach seinem Bau verliebt in ihr Unicenter. Das Foyer, in dem sonst Tiefgaragenatmosphäre herrscht, in Gold getaucht. 50. Partytime. Und Zeit für Liebeserklärungen. Groß, dick, schön, hoch. Für sich. Verrückt, eine Welt für sich, in der ich eigentlich nie wohnen wollte und nie bleiben wollte. Jetzt bin ich seit 16 Jahren hier. Man schafft es eigentlich tatsächlich hier nicht wegzuziehen, kurioserweise. Ein wunderschönes Dorf mit netten, tollen Nachbarn und Freunden, wirklich. Doch sprechen wir eine ewige Wahrheit aus. Das Unicenter ist umstritten. Traum vom urbanen Wohnen, so die einen, Bausünde die anderen. 45 Stockwerke, 135 Meter Höhe, knapp 1000 Wohnungen, mehr als 2000 Bewohner, Menschen von jeder Farbe, Form und Größe. Menschen mit und ohne Geld. Man hat junge Menschen, man hat ältere Menschen, man hat den Bürgergeldempfänger bis zum Millionär, alles hier unter einem Dach und verschiedene Nationen aus der ganzen Welt, die hier friedlich zusammenleben. Und das ist wirklich das, was hier das Unicenter dann auch so besonders macht. Wir sind im 30. Stock und da ist er, dieser Ausblick. Der stets entschädigt für die Schwächen des Hauses. Diese Weitsicht, die man hat und auch das Gefühl von Freiheit, weil man hier auch tatsächlich irgendwie einen unverbauten Blick hat. Und was ich an den selber schön finde, ist auch die verschiedenen Wetterverhältnisse. Wetter und Aussicht dürften die Bauherren nur am Rand interessiert haben. Wenn viele Menschen wenig Raum haben, da geht's zwangsläufig in die Höhe. Das Unicenter ist ein Kind seiner Zeit. Als alleinstehendes Ehepaar im Hochhaus, was haben Sie von dieser Wohnung erwartet und wie weit sind diese Erwartungen erfüllt worden? Kurzformel gebracht, individuelles Wohnen, isoliertes Wohnen, Kontakte nach Bedarf. Ein Haus mit 2000 Einwohnern, eine etwas ungewöhnliche Aufgabe für einen Briefträger. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Keine guten. Wieso? Man kennt die Leute nicht und man lernt sie nie kennen. Für jeden Eigentümer eine Nummer. Der Einzige, der die Gesichter kennt, die sich dahinter verbergen, ist der Portier. Doch manchmal ist auch er ratlos. Hallo? Hallo? 5 Jahrzehnte Unicenter und immer wieder Schlagzeilen. Filmaufnahmen für die verlorene Ehre der Katharina Blum. Die Suche nach der RAF, die das Hochhaus als Quartier nutzte. Zeltinger, den berühmten Ausblick genießend. Brände im und am Unicenter. Von der Feuerwehr gerettete Gebäudereiniger. Am Schluss noch Wissenswertes. Das Notstromaggregat in den Katakomben wird angetrieben von einem alten Schiffsdiesel. Die Heizungsrohre sind dick wie Elefantenschenkel. Im Unicenter gibt es sogar ein Tattoo-Studio. Ich könnte mir durchaus vorstellen, hier tatsächlich bis ans Lebensende zu leben.